Bei der Familie Feierabend herrscht immer eine helle Aufregung vor Weihnachten. Vor dem ins Bett gehen, am Tag vor dem Heiligen Abend, sind die 3 Kinder ganz aus dem Häuschen. Sie wissen genau, was am nächsten Morgen passiert, weil das jedes Jahr gleich abläuft. Die Vorfreude ist riesig und die Mami schafft es kaum, die aufgezogenen Kinder endlich ins Bett zu tun. Doch weiss sie ganz genau, was sie und der Papi noch alles vorbereiten müssen, während die Kinder am Schlafen sind. Irgendwann haben sie es dann geschafft und es ist endlich Ruhe eingekehrt. Jetzt müssen sie aber ganz leise sein, dass ja keins mehr aufkommt, wenn der Weihnachtszauber voll im Gang ist. Am nächsten Morgen verwacht Laura als Erste und schleicht auf die Zechenspitze aus dem Kinderzimmer und ganz vorsichtig die Stegen ab. Sie weiss ganz genau, welcher Tritt knurzt und wo es keinen Mucks macht, wenn man drauf steht. Wo sie im unteren Stock ankommt, ist wie erwartet die Türfalle von der einen Stubentüre verschwunden. Das ist das Zeichen, dass das Christkindli entweder schon da war oder vielleicht sogar noch am Werk ist. Immer noch ganz leislich und möglichst ohne ein Geräusch macht sie die Türe zu der zweiten Stube auf. Sie hofft, dass das Christkindli vielleicht vergessen hat, die Verbindungstüre zu der anderen Stube, wo einmal der Christbaum drinnen ist, abzuschliessen. So ein Zeichen, es ist alles zu. Weil die Laura nicht weiss, ob das Christkindli noch dort ist, sie vielleicht gehört hat und könnte verschwinden, bevor alles erledigt ist, bleibt sie so ruhig, wie sie nur kann stehen und lauscht in die Stille nach einem Zeichen. Nichts. Kein winziges Geräusch ist zu hören. In ihrem Bauch macht sich ein wohliges Gefühl von Vorfreude breit. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich Abend ist. Jetzt sind auch die anderen beiden verwacht und kommen aus ihren Zimmern die Stege durchab. Die Laura macht die Stubentüre auf und gibt ihren beiden Geschwistern mit einem feinen «Psst» zu verstehen, dass sie leislich sein sollen. Nora und der Phil bleiben wie angewurzelt stehen. Vielleicht hat Laura ja das Christkindli schon gesehen und sie müssen darum still sein. Die beiden gehen zu ihr in die Stube und erfahren, dass sie auch nicht mehr weiss als die 2 Neuankömmlinge. Es ist ein mystischer Moment, wie die 3 Kinder andächtig lauschen, ob es Geräusche aus dem Nebenzimmer gibt. Natürlich haben sie auch schon versucht, einen Blick durchs Schlüsselloch zu erhaschen, aber das Christkindli hat an alles gedacht und irgendetwas drin gestopft, damit niemand ins Zimmer schauen kann. Nach einer Weile ohne irgendein Zeichen aus der Stube, aber Geräusche in der Küche, gehen sie für den Moment auf und gehen schauen, ob es zum Morgen schon parat ist. Die Mami war schon fleissig und noch in den letzten Zügen. Die Kinder erzählen natürlich gerade, was sie gesehen haben und fragen, ob die Mami vielleicht mehr weiss. Selbstverständlich hat sie das Christkindli auch nicht gesehen und kann nichts Neues dazu beisteuern. Kurz darauf kommt der Papi von draussen rein und sie essen alle zusammen zum Morgen. Die Laura ist schon so hibbelig, als sie fast nichts essen mögen. Wann sind ihr endlich fertig? Ich habe keinen Hunger und ihr braucht ewig. Sie wollte so schnell wie möglich wieder in die Stube schauen oder vor allem hören, ob sich etwas da hat. Wo endlich alle mit dem Essen fertig sind, hat sie vom Tisch aufstehen und ist direkt wieder rübergehuscht. Alles beim Alten und keine neue Erkenntnis. Die beiden anderen kommen auch hinterher und der Phil versucht sogar noch unter dem Türspalt durchzuschillen, um vielleicht dort etwas zu erkennen. Aber auch das bringt leider nichts. Da kommt der Laura eine Idee. Wenn wir alle im Christkindli Briefe schreiben und sie unter den Türen durchschieben, dann könnten wir ja unsere Wünsche noch mal draufschreiben, damit ja nichts vergessen geht. Alle sind hell begeistert von diesem Plan. Jeder hat sich beim Telefontischli Papier und Stift geschnappt und zusammen sind sie auf den Boden gehockt oder eher fast gelegen und haben wie wild angefangen zu schreiben. Alle haben ihre Wunschzettel zusammengefaltet und unter den Türen durchgeschoben, in der Hoffnung, das Christkindli sei noch da und könne die Post lesen. Ein bisschen später, am Morgen, ist noch der Onkel Max vorbeigekommen. Er hat natürlich die Aufregung der Kinder mitbekommen und sich einen kleinen Spass erlaubt. Wo alle in der Küche waren, schaut er zum Fenster raus und sagt: «Jetzt habe ich gerade das Christkindli gesehen vorbeifliegen.» Die Kinder rennen sofort zum Fenster an. Wo? «Es ist schon wieder weg», sagt er und schmunzelt, weil er ja genau weiss, dass er das nur erfunden hat. Für die Kinder ist das aber der klare Beweis,
als es vorhin noch dort war und garantiert noch ihre Briefe bekommen hat. Sie sind überglücklich und freuen sich noch mehr. Vielleicht hätte sie ja weg, um noch die fehlenden Geschenke zu holen, die sie vergessen hat. Könnte ja sogar sein, dass es nochmal zurückkommt und sie es dann gesehen fliegen. Den ganzen Tag haben sie wieder zum Fenster rausgeschaut und gehofft, dass sie das Christkindli doch noch sehen. Oh Mann, das ist so gemein. Immer wenn ich schaue, passiert nichts. Ich habe im Fall auch nichts gesehen. Du musst gar nicht meinen, dass du der Einzige bist, der immer alles verpasst. Ich bin sicher, dass es nochmal zurückkommt. Wir müssen einfach gut schauen, damit wir es nicht verpassen. Das war zwar eine gute Ablenkung, aber halt auch erfolglos. Als es dann langsam eingedunkelt ist, hat sich die Zeit immer länger angefühlt, bis es die Nacht gegeben hat. Als der Papi wieder vom Arbeiten kommt, ist das Fondue wie jedes Jahr parat. Alle sind in fröhlicher Weihnachtsstimmung und freuen sich auf das weitere Fest. Als sie fertig gegessen haben, geht zuerst der Vater voraus schauen und holt dann die restliche Familie einen Moment später dazu. Der Türgriff ist wie von Zauberhand wieder dran und die Stube erscheint vom Kerzenlicht vom Christbaum und dem Adventskranz in einer wohlig warmen Stimmung. Es ist jedes Mal eine Überraschung, wie der Baum damals aussieht, was es für Kugeln dran hat und vor allem auch, was für Schöckeli am Christbaum hängen. Darunter liegen die Geschenke in unterschiedlichen Grössen und Farben. Alles leuchtet in warmen Farbtönen und es schmeckt noch nach dem Zündhölzli, wo die Kerzen damit angezündet worden sind. So muss Weihnachten sein. Und schmecken. Einfach schön.